uigurischen Kinder sind aufgrund der Deportationen ihrer Eltern dazu gezwungen, chinesische Schulen zu besuchen, die von Stacheldraht umzäunt sind und auf welchen es ihnen untersagt ist, ihre Muttersprache zu sprechen. Das Online-Magazin über Menschenrechte und Religionsfreiheit Bitter Winter berichtete bereits zuvor von der staatlichen Zwangsassimilierung, die vor allem auf ideologischer, sprachlicher und kultureller Ebene auf die Waisenkinder einwirkt. Auch im täglichen Schulalltag wird den Kindern ausschließlich die chinesische Staatsdoktrin gelehrt, während die uigurischen Wurzeln zwangsweise in Vergessenheit geraten. An verschiedenen Orten der Welt werden derzeit unterschiedlichste Frühlingsfeste zelebriert. In München und Istanbul brachte jeweils ein Festival den Mitmenschen die uigurische Zivilisation und Kultur näher. In Istanbul fand zudem eine Konferenz statt, auf der Abdussalam Teklimakan, Präsident der neuen uigurischen Generationsbewegung, den Anwesenden einen aktuellen Lagebericht aus Osttürkestan lieferte. Bei einem Besuch in Italien gemeinsam mit einer hohen Delegation unterzeichnete der chinesische Präsident Xi Jinping zahlreiche Verträge, größtenteils wirtschaftlicher Natur. Die italienische Regierung ignorierte somit die eindringlichen Warnungen der USA und der EU vor vertraglichen Zusammenarbeiten mit China und unterzeichnete unter anderem auch eine Einigung über die Zusammenarbeit des Seidenstraßenprojekts. Ein Protestzug in Brüssel, organisiert von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, setzte sich gegen Rassismus und Ausgrenzung ein. Die Demonstration zählte tausende Teilnehmer und wurde von zahlreichen Parteien und Vereinen unterstützt. In verschiedenen Ansprachen kritisierten die Teilnehmer diskriminierende Handlungen gegenüber Ausländern. Der Zyklon Idai im Südosten Mosambiks forderte bisher über 700 Todesopfer und die Zahl steigt weiterhin an. 417 Menschen sind in Mosambik, 259 in Simbabwe und 65 weitere in Malawi dem Sturm erlegen. Noch immer ist die Situation vor Ort auf Hilfe angewiesen. Rettungskräfte sind unentwegt im Einsatz.